Dankeschön. Sehr gut. So, das war der Sonntag und wir sind noch einmal an der Moses-Speaker. Ich war erst von Jüngern auf einmal die Geduld aufredet mit Moses, dann bist noch einmal länger warten, erst wenn wir noch durch Foot kommen. Wir sind im 3. Mose, 4 Sonntag hat wir uns zu Teil erholen, aber was in 3. Mose alles anging. Und was ist der Unterschied von 2. Mose und 3. Mose? Wo wir das erste denken, was ich 4 Sonntag hier weg ablehnt. Más o menos, aber nicht mehr ganz. Gott, wir machen Volk, ja. Wir haben ein Zelt gebaut und wenn wir 3. Mose einlesen, dann sagt dort, ein Gott redet von dem Zelt. So Gott wohnt, macht dort Volk. Und dann haben wir ein Teil Dinge uns bekickt, was in 3. Mose dann für Unordnung gibt, was dann wichtig wäre für das Volk. 4. Mose ist ein besonderes Buch im Sinn von dort Japans, das auf Spanisch ein Pincelazo. Also das dann durch mit 4. Mose ist dann mit so einmal in ewige Tisch, das wird alles in der Wüste gejeft haben. Und dort helfen uns aber auch ein Teil Wahrheiten rückzuheben, was für mich zu besonders so wichtig sind, nicht zu vergessen. Wir wollen uns von dir ein klein bisschen eine Linie merken von Abraham wieder. Wir wollen uns so ein paar Dinge bechecken, dort wie das Alte Testament einmal besser verstehen können. So, ein von den letzten Derch anders, wo wir von der Tag manche Christen haben, ist, wir verstehen uns nicht mehr das Alte Testament. Wir lesen du erst was und dann, ja, die Bibel ist ja für uns, und dann nehmen wir uns das durch und dann sagen wir weg. Und das ist ein bisschen Trouble, wenn wir wollten dort das ja Alte Neue Testament und Gott mögt ein Neues Bund. Und du willst wir unbedingt wissen, umgehen, nicht uns alle Sorten Versprechungen und Gesetze vom Alten Testament holen, wo uns dann zu Post kommen oder so oder so. Gott wählt sich Abraham und er mögt dann mit Abraham ein Versprechen, dort durch Abraham werden alle Völker auf der Welt in Segen kriegen. Abraham hat wie viele Kinder? 2. Aber die Linie, die jetzt von Abraham nur Isaac. Okay? Und dann von Isaac, was ist das nächste? Abraham, Isaac, und dann haben wir Jakob. Also von Jakob ist das dann die 12 Stammführer. 12 Stück. Was passiert, nachdem dort dann endlich ein Volk geworden ist? So Gott hat mit Abraham einen Bund gemerkt und gesagt, du warst Führer von Klumpes sein und dort spielt sich so das Jäufnisch und der Starferde dort sein dort. Und dann habe ich Isaac, dann habe ich Jakob, und dann die 12. Was führt hängen, dass die 12 Stamm endlich mal durch sind? Ägypten, sehr gut. So wir haben hier so, wo lange wir in Ägypten? Sehr gut. So wir haben noch ein was gelernt. So 400 Jahre in Ägypten. Wo wir dort Volk in Ägypten? So ja wichtig zu wissen. Sklaven. So wem holt Gott aus Ägypten raus? Ja, sein Volk, aber wo sagt er das? Sklaven, nutzloses Volk, unkennig, Regierung, Kriegsherr und alles was. Das Sklavenpack, das kommt dann aus Ägypten raus, und dann kann hier wieder schaffen. Und dann weit wir dort um Sinai, du hast dann dort das erste Bund. Was wird das Bund um Sinai? Sehr gut. So, Gott fragt das Volk um Sinai, weil sie mein Volk sind. Und dann sagen die, ja, wie will. Juhu, vamonos.
En dan zegt Gott, oké, want je wil mijn volk zijn, dan wil ik je God zijn. Ik wil je krachten geven en je worden aanhouden. Ik wil je zegenen. Loont, tjingen, gezondheid, rein, alles wat we uitdenken wat goed is, dat spreekt God dan alle. Dan weten we dat hier zo om Sinai-berg wordt de skloven tot wat anderes verwandeld. Wat is dat? Du vet Ahmed. De skloven waren om berg Sinai tot een nation. En hier had ik vorige zondag je schetje weg opgelegd, dat de gesetzen, wat we im Oude Testament haben, die sind nicht bloß für den Gottesdienst. Dat heeft te doen met dat land regiert. Stel je voor, du kommst bij 2 Millionen Skloven uit Ägypten uit, en die zijn nu endlich mal frei. Aber, wenn China weet wat recht en aardig unterscheiden dat, dan worden ze zich bald alle in Kopf vrij. So die Gesetzen en die ganzen Verschriften, die wir in 3. Mose haben, da merken eine Nation an 2 Dinge. So dass wir die Regierung und dass wir den Gottesdienst. 2 sehr wichtige Dinge, was wir immer weiter entscheiden sollen. So du wenn die 3. Mose lesen, wo je durch so eine gebauten fing, von, wenn erst wer Stuhlen hat, was soll ihr dann tun? No, nicht ganz. 24%. So, wenn wir sagen, du hast 100 Kilo Karren gestohlen, und du dort was Geld mehr, dann musst du 124 Kilo Karren bringen. Das wenig zu tun mit dem Gottesdienst. Ich will mich nicht wieder unter sein, nicht, wenn das ist ein Gottesdienst, abrechtig sein und sinnreich merken. Aber dort ist, was Regierung anbelangt. So, wenn das Volk, wenn wir nicht wissen, wo wir es für Geld merken, dann fehlt uns so, dass Gott sagt, okay, wenn ihr gestohlen habt, jetzt will ihr das abfixen. Das ist Regierung. Dann haben wir aber einen Klumpen Verschriften vom Gottesdienst, wo du zu tun hast mit, wo erlange ich Sinnen für jeden. Und dann sind du das ganze Pack von Verschriften, abverdient, dort so. Dort sind 2 sehr verschiedenste Dinge von dem Land, was du da nu existiert. Also von Skloven nun eine Nation. Ich fing nicht ein plottisches Wort besser als Nation, ab Spanisch sei wie dort eine Nation. Also dort ist ein Land, dort hat dann 3 Dinge. Dort sind Land aus Erde, dort ist 2. Menschen, Bevölkerung und 3. Regierung. Also dort ist der Unterschied von den Skloven, wo rückkommen. Ein Sklov hat nichts. Mikey, was der Unterschied ist? So ein Sklov hat nichts. Ab zwar den großen Klamm Gold, die Ägypten rüttasten, aber wenn man sagen, ein Sklov ist, das Wort Sklov bedeutet, du hast kein eine Ding. Wenn du die Kleider, die du anhast, sind die Wirtsine. Hier so eine Nation, kriegst du Gott aus Regierung und Gottesdienst gesetzen worden, mal wir nicht bewusst sein, dass die haben 3 Dinge. So, die haben Land, und dann meint dann wirklich ihr, wo die wohnen, und dann haben die Bewohner, wo schreibt man dort? Also, Bewohner, und dann haben die eine gewisse Art von Regierung. Dort ist das Park, wo dort unterscheiden wird von Skloven nun bei Sinai. Die haben dort Land noch nicht gekriegt, so wie von der noch nicht den Himmel bewohnt, aber der Himmel ist unser. Manche, wo dort spielen wird. Also Jesus sagt, Lukas, weil der Lazarus abweicht, der sagt nicht, sie wollen noch mal ewig leben haben. Der sagt, der wie an mich läuft, der haft dort ewig leben. Und dort kriegt dort, was hier passiert. Weil Gott bei Sinai zu diesen Menschen sagt, ich gebe dir Land, der hat das Land. Der glaubt noch bis noch nicht, aber du willst noch Luther ankommen. Wenn wir das Pack mitnehmen, nur 4. Mose, dann fingen wir durch in Trübel. Und ich war 4. Mose nicht so viele Dinge rütheben, aber wir wollen uns durch so das ganze Pack mit der Rebellion beziehen. So, das Pack wir vor dich. Gott hat gesagt, ich sehe Gott, ihr seid mein Volk, ihr seid gehorsam, ich sehe ihn. Dort habe ich von der Union auswendig und ich hoffe, dort bleibt du fein angeschlebt.
Dat heeft te doen met dat ganze pak van skloven nu een land te verwandelen. Dan vingen we aber dat 4. Mose merkt eerst een grote talung. Also, talung, merkt dat? Sensor als dat een talung? Waarom sagt ja. Okay, so, wir haben am Anfang am 4. Mose eine Talung. Wer weiß, wieviel Manna von 20 Jahren ab und noch nicht der Ultim um zurückgehen in Ägypten zurück? Wo ist kleiner Peter? Ah, das ist da oben, das soll weg. Weiter ist das. Bloß runde Nummers, wenn die 55 durch die Latzogal nicht sagen, das ist not. No. No. Ja, die erste Nummer ist eine Saß. Das sind 600.000 Männer. Von 20 Jahren ab, bis die zu alt werden, zum zurückgehen. So, wir fingen dort in Ägypten, zum 600.000 Träger, nach die alten Menschen, nach die Frühes, nach alles, was unter 20 Jahre wird. Und da werden was rundgerechnet, meist einmal, so ich sage, 2 Millionen. So, 600.000 Menschen waren da geteilt und die waren dann angerollt als Träger und Gott versprach dir dort Land. Und dann wurde du aber ein Trouble. Wer weiß, was der Trouble ist? Hä? No, hier ist das noch nicht so viel Manna. Muy bien, man geht nicht weit nach, was ich dort sage. Die lecken in dem Bett unsere pottische deutsche Menschen. Die haben dort so leicht mal Unzufriedenheit zu tun. Wenn wir 4. Mose lesen, dann war wir an dort, die sind noch mal gut losgetragen, nur das versprochene Land. Und dann ist alles nicht gut. Und Stalberg war bloß einmal durch Nanluten, dort um Wach Sinai passiert das Großartige, dort Gott mit dem Bund merkt. Und dann sagt er, ich will das Land geben. Und dann merkt wir, wo nur dem, dort die Menschen geteilt haben, dann kommt eine Wolke vom Himmel. Und dort Gott seine Jungen wird und der lädt dort Volk. So die Jungen am Schatten an dieser Wüste, und ja, Gott sein Schutz, aber dort wir doppelt Fan, dort wir Gott wir durch und der kann dort sein, na noch Schatten, da wo die Fan sagen, wenn wir nicht brücken in der Sonne schien schaffen. Aber auch mal, die sahen Gott an dieser Wolke, nachdem dort die wanderten, nur dort versprochene Land. Und ja, diese Wolke fängt an zu sein. Besonders Moses seine Schwester und Bruder, Miriam und Aaron, die fangen an zu grinsen und sagen, wow, das hält nicht an. Und die werden noch mal rutslos gewohnt. Und Gott wird wo, die können sein. Und das merkt mich mit interessanten Gefallen, die nicht alle zu lesen. Aber dann fingen wir dort an Paran, nur dem dort die 12 Spionen zurückkommen, von das versprochene Land. Dann teilt sich dort ein 10 zu 2. So, erstmal Antofred, ich kann mir noch hier Plot schreiben. Antofred, und dann kurz nur dem sind dort 10 zu 2 von den Spionen, wo du zurückkommst. Und wer weiß, was der Unterschied ist von denen? Okay, 2 wollen dort vertrauen, dass Gott heute an das Land geschenkt. Und 10 stark sagen, no, die wollen uns abfrieden. Und die hetzen dort Volk an. Und dann im Kapitel 16 und 17 haben wir dann die Abomination. Also das Volk stellt sich so schrecklich so gegen Gott. Dort Gott sagt, wenn je nicht will, je brauchen nicht. Und je werden hier in der Wüste verführt. Und für die von Ihnen, die ein Schutz tragen, Hebräer, wir mit mir top, Hebräer 10, als der Text, wo uns das als Beispiel nimmt für von dir im Glauben. Wenn du nicht in den Himmel bist, du brauchst nicht. Gott wird du nicht anschlagen. Und du hast anwägen und tragen und dein Leben verleben und in der Hall ankommen, das ist ganz deine Sache. Gott hat aber Mitleid, Misericordia mit dem Volk.
Und wir wollten dort, du sind dann 40 Jahre in der Wüste. Und für mich das Schlimmste von dieser Geschichte von in der Wüste ist, stell dir vor, du gehst jeden Tag mit deinen Papatop in der Wüste, warum? Und du weißt, dass dort lebt bloß mal, dass der Ola soll sterben, und dann warst du an der verheitenen Lohn nicht. Da muss 40 Jahre vom Predigen gewesen. Wir wollten ganz genau dort die Spazier von, wo so sagen wir hier in der Wüste, von wo kommen wir und wo wollen wir hin. Dort muss eine wirkliche Spazier gewesen und diese Menschen, die sich so aber es abgestellt Gott gehen, wo die Strafe gekriegt haben, ich war hier in der Wüste dort gehen lassen. Und dann die Kinder, die wasen ab und sagen, oh wow, was muss sein, was man dort versprochen lohnt ist. Wenn wir die Geschichte dann zu einkicken, dann weit wir, dass du noch einmal Menschen geteilt. Du wirst noch einmal Menschen geteilt, die dann versprochen lohnt angehen. Und da war ich luten aus der Rehe, weil ich mit den Kindern tun, wenn du am Eng von 4. Mose lesen, dann dachte du noch, war da das Licht von Hupning ab. Und du sind da Menschen, die sich schrecklich sehr freuen, wenn man dort verhalten lohnt antragen. 40 Jahre Geduld geäuft, nu sauer. Dort sind schön gewesen. Wenn wir von du an 5. Mose kommen, dann fing ich dort wie du ein Teil lernen kann, wie an die rechte Zeit gehen. So, Moses lädt dort Volk an, die erleben all das von Sklaven zu einer Nation, ob so die Nation noch nicht das Land angenommen hat, dort will der will noch nicht. Und dann fingen wir durch an 5. Mose Kapitel 1, der ganze Anfang. So, ich war hier so noch einmal handschreiben, was die Nummern alle bedienen für die Moses-Beker. Numeros kommt dann von der Hand der Menschen geteilt. So, Genesis ist der Anfang, Exodus ist Rücktragen, Leviticus ist der Priestertum, die Vorschriften, 4. Mose ist Numeros. Was meint das? Menschental, zweimal. Einmal beim Rüt und einmal beim Nan. Einmal in Ägypten Rüt und einmal beim anderen verhaltenen Land Nan. Dann kommen wir an nu Deuteronomium. Wer will mir sagen, was das bedeutet? Das heißt Wiederholung. Gott durch Moses merkt eine Wiederholung. Und wir wollten, wo sie diese Wiederholung so neidig wir, wenn so Onkel Abraham sagt, der Aufjährtari, da wir diese Krankheit, wo du bloß meist nicht in Futter holen von dem Volk. Und die haben nu 40 Jahre in der Wüste Geduld geäuft. Und das Deuteronomium, dort ist dann, weil wir bloß rundrechnen, 40 Jahre nur dem von 3. Mose. So von Exodus bis Deuteronomium, das sind so recht bei 40 Jahre. 40 Jahre, wo den Teil gelehrt haben, wo wir können trägchen und sagen, wow, das Volk hat einen Teil Hängersäck. Und dann aber fingen wir dort Moses raubt ab, dort Volk, dort die waren dessen Bund, diese Versprechung, dass Gott will Gott sein, soll wohl ein Volk sein, anholen. Wir uns drehen auf 5. Mose, Kapitel 1. Und dann will ich lesen, Vers 1. Dort sagt du, in das Buch sind die Reden, die Moses das ganze Volk Israel jäuf, aus sei und Jan sieht, dort als Osten vom Jordan eine Wildnis wären, sei wir an dort große Tool, dicht Bisuf in zwischen Paran, Tofel, Laban, Haserot und Dishabat. Dort ist eine aufdeusche Reise von Horebborg bis Kadesh, Barnea, wenn einer den Weg beim Seirborg nimmt. Und den ersten Tag von der 11. Monat und dort 40. Jahr, von dann aus die Israeliten Ägypten verlassen haben, sehen Moses an alles, was der Herr abgelegt hat, an zu sein. So 40 Jahre wären vergangen, sehr viele Menschen wären gestorben und in der Wüste liegen geblieben. Und Moses redet nun noch ein letztes Mal. Und deswegen fängen wir die 10 Geboten in Wohnebika.
3 Mose en 5 Mose. Maak 3 Mose weer de originaal, 5 Mose is de Wiederholung. Also, so zijn deel dingen wat 3 Mose en 5 Mose krijgen we reingaan, wenn Moses wiederholt, dat ganze pak. Dan weten we dat de eerste 3 kapitels, hier zo aan dessen Deuteronomio, de eerste 3 kapitels, die houden zich aan de leer van geen onzin, ik word dat hier op Spanisch geschreven, rebellion. En dan, wat komt met rebellion met zo dat geendeel? Wat is geen onzin en dat andere woord, wat is dat geendeel? Gehoorzaam, oké, fidelidad. De boek van 5 Mose wil ons een onderscheid leren tussen geen onzin en true. En dat merkt zich zeer interessant, wenn die Kinder noch mal wollen, weten we zo hier beter zijn als jullie ouderen, dan lees 5 Mose van kapitel 4 bis 11. Moses sagt, die Kinder haben keine Utrecht, um so eine Menschen sein als jullie ouderen. En ik loop me door aan, wanneer ik 5 Mose 4 bis 11 lees, dan redt Moses tot deze mensen, die in de wüste gaan, gedreht, maar de ouderen zijn gestorven, wenn die nicht geloofden. En dan zegt hij zu dir, hey, weet je wat, die haben nu een woel. En dat is een weggepakt voor mij, dat de hand is grootwaardige woel tussen geen onzin en in de wüste omkomt, oder die kan true zijn en God geloven van God wat zegt. En dat hebben we ons draaien nu, 5 Mose 6, vers 4 en 5. Wer würde gleich te lezen? 5 Mose 6, van vers 4 bis 9. Sehr gut. So, hier ist das Wort 5 Mose 6, 4. Dort wird du sagst, horch, das ist das hebräische Wort Shema. Und das hat viel mehr zu tun mit, was du gehört hast, als mit was du gehört hast. Wenn, auf Spanisch sagen wir nochmal, dass no hay peor ciego que el que no quiere ver. Und dass ja kein schlechter Dover, als der wir nicht will hier. Und das Schema-Wort, was gebraucht zum nicht bloß sein, horch am Sinn von du sollst das hier, dort hast du auch mal horch, wenn du sollst was tun. Merkt das dann? So, ein Ding ist bloß, du hast was gehört, und der andere Ding ist, du hast was gehört, was du sollst tun. Das merkt der ganze Unterschied. Dann fing wir dort, Gott sagt hier, das erste Ding, was ist das erste Ding? Gott will allein Gott sein. Also der ganze Pack von den 10 Geboten, der erste Feuer geht am Gott. Hier so sagt Gott, ich will allein Gott sein. Und dann sagt du im Vers 5, ihr sollt dem Herrn, jenen Gott, mit jenen ganzen Hort gut sein, und mit jenen ganzen Seil, und mit all jenen Kraft. Wenn wir das Pack hier wieder gehen, an 5. Mose, Kapitel 4, bis 11, dann fingen wir durch ein sehr interessantes Bild. So, wir fingen, dass Gott will unbedingt der Mad sein von dem Volk als Land, aber nicht bloß dort vom Glauben. So, wenn wir hier so in der Mad, ich kann nicht mehr, wenn wir hier so handschreiben, Gott wird dann das Zentrum von einem neuen Land. Gott hat sich Sklaven geholt, Gott hat Sklaven ein Land gegeben, Vorschriften gegeben, eine Regierung gegeben, dort das soll schaffen. Dann fingen wir dort über 2 verschiedene Arten Wies von dessen Gott dein. Also das erste ist horchen. Also horchen. Dort liegt, verstehen wir alle. Aber das Wort horchen, was wir gerade gelesen haben, das bleibt nicht bloß durch. Was gehört hier dann mit horchen noch mal bei? Down. Sehr gut. Horchen und down. Wenn wir horchen und down taub stellen, wo wird wir dort beschrieben? Dort heißt wees sein. Nur Gott horchen
En dat doen wat God zegt, dat is de wijsheid van wat de Bibel redt. Maar wer kan dem vers niet wat du zegt, de omvang van alle wijsheid is? Vers God. Wat zullen we God versten? Of wat doen we dat? Vers voor God meint, ik goed doen wat God te mij zegt wat ik zal doen. Door weten zij we harken en doen, dat is wijzen. Dan hebben we op een andere zijde, een interessant pak, God redt eigenlijk van, hij wil je lijf zijn. Dat volk Israël zal niet bloos harken en doen uit angst, God wil een lijfbeziehung. Also, hoe heb ik al Spanisch gezegd, maar dat lijf zal dan toegepast zijn met een devotion, een handgeving. Dat volk wat er nu Israël heet, als land, wil, God wil van die lijf en handgeving. Deze lijf en handgeving, die wordt beschreven als gerechtigheid, justitie. Zo wanneer we gerecht zijn, lijf en handgeving, en wij zijn harken en doen als beeld nemen voor dit soort volk, wat God herstellen deed, dan wordt we zeggen dat wanneer we dit alles toepassen, een volk wat harkt en dat is wijs, een volk wat läuft en handgegeven is, als gerecht, dat is een gouden schijn van een reflectie. God wil een volk wat God waar spelen dat. Wanneer we ons vandaag im Neuen Testament lesen, dat we als Christen zijn ongeordnet, zoals Jezus te zijn, dan hebben we een opgave mensen een spiegel handhouden en zeggen, dat is waar Jezus zit. Lijf, geduld, handgeving, al deze dingen. Voor mij als Christ opgeroepen te worden zoals Jezus te zijn, dat heeft te doen met een beeld de wereld waar geven. Mangt de afjatarie wat te die tijd passiert en zo schrecklich zo ook weer, zoals van jou, dan wir nu op einmal een volk, wat God van Skloven hergesteld hat, wat du soll Gott wahrer spelen. De gerechtigheid, wat mangt de Israeliten wir, soll so gut sein, dat wenn erst wir jemand sagt, wo ist das hier begehrt, dann soll er sagen, wow, wenn Gott so sieht, dann will ich auch Part sein davon. Und wie sein Luther, kenne ich Salomo seine Zeit, Salomo seine Weisheit und Gerechtigkeit utteilen, wie so Büter gewöhnlich, und dort soll Gott wahrer spelen. Gott kann durchschicken. Du, wen fing ich die Geschichte von den zwei Frühers, mit dort eine Dauer und eine Leben gekannt, von kenne ich Salomo seine Zeit, so Büter gewöhnlich, wenn du wisst uns, Gott kann bei den Menschen vorbeikicken, und er fängt über, was du beim angeht. So, das ist, wo wir fingen. Dann, wenn wir das Pack mitnehmen von Kapitel 12 wieder, dann haben wir eine so interessante Sache von unser Leben anchecken. Gott will Angebet haben, Gott will Lehrer, Gott will all diese Dinge, die uns von dir wollen fehlhalten, wenn wir wollen gesund anchecken. So, wir werden uns 3 Punkte bekicken, von Kapitel 12 bis Vers 26 angehen. Von Kapitel 12 bis Vers 16 haben wir den wirklichen Gottesdienst. Das Volk delt nu aan Anbetung. Also, damit diese Anbetung kann Wirklichkeit werden, was fehlt alles so? Eins, Gott. 2, ein Zelt. Also die Stiftshütte. Und das dritte, wir Halb. Okay, so an the Kapitel 12 von 12 wat er sagt hier.
merkt Moses ein Gewicht ab diese 3 Dinge. Wir haben einen Gott, wir haben eine Anbetungsstätte und wir haben eine Pflicht, die Menschen um uns zu halten. Du, wenn Luther, als Prophet Jeremia, Jesaja und all diese Jungs verdachten, dann sagen die, weißt du was, Luther, eine Guven, muss bitte in den Tempel legen. Dann gut, ich muss ihr Leben abficken. Und dann reden die von das hier. Also, die Propheten hatten einen so schweren Tiet mit den Menschen dort beibringen, dort halb reinreicht nicht, wenn du nun im Tempel kommst, und der beste Mensch bist, wenn du den Abfall hier bringst. Wenn du lässt ihn nur dort hungern. Da wären als 5. Mose wichtig, dass wir sein, dass Gott will, der ganze Pack. Das ist so wichtig, dass die Menschen, die Mitmenschen halten, und dass wir Gottesdienst, dass wir Gott anbeten. Dann haben wir 16 bis 18, wo wir dann in die Gesetzen noch einmal wiederholen, aber wo du dann die Lehrerschaft von das Volk anbelangt. In diese Lehrerschaft, die kommen dann an 2 verschiedene Arten wie, dass wir das Gesetz und Physik und dann wir nur Propheten. Und da fingen wir dann Moses wie das Vorbild von, wo das sagt, wenn du ein Prophet wirst, was Gott angegeben wird. Dann im 19. bis 26, da haben wir dann den ganzen Pack von den Gesetzen, von wo das Volk sich soll verhalten. Was tun wir dann nun, wenn wir all das wollten? Dort ist die Taubfutung von Sklaven zur Nation. Ein Volk, das du nicht wird wir, nur die Welt nur Gott holt sich die mir ein Versprechen mit denen. Dann, das scheint von der ganzen erst sind die letzten 3 Kapitel von 27 bis 30, da habe ich dann die Versprechung. Also das, wo ich hin will mit meiner Anleitung. Wir lesen so leicht 5. Mose, die letzten paar Kapitel, und holen die nur uns von dir. Und das ist gefährlich im Sinne von, wir wollen auch alle recken und Deutschland und Großklammtschenga und all diese Dinge. Wir wollen handeln sollte der rechte Zeit reden, so ist 5. Mose uns so sagt. Wenn wir unsere Bibel drehen, nur 5. Mose, dann wollen wir uns lesen vom Kapitel 5. Mose 30, von 1 bis 5. Wer will du lesen? 5. Mose 30 von 1 bis 5. Sehr gut. So, Moses spielt all auf und fängt an, das Volk das letzte mitzugeben. Und wenn wir hier diese paar Versen, Luther, den ganzen Kapitel lesen, dann würden wir sagen, wow, das will ich auch tun. Ich will ein paar Gesetze holen, dann will ich Lohn und Reichtum und Gesundheit haben. Wenn wir du Vers, in selben Kapitel 30, von Vers 15 bis 20 lesen, dann sagt du es jetzt, hör einmal, ich sage ihnen von dir für eine Wohl, weil je leben in Erfolg oder Tod in Beisit. Ich verlange von dir, von ihnen, dass die dem Herrn, ihren Gott, waren gut sind, dass die am waren gehorsam sind und dass die seine Geboten, Gesetzen und Vorschriften holen wollen, dort, so dass die keinen Erfolg haben und gerade werden und so dass der Herr, ihren Gott, ihnen sehen kann und dort lohnt, wo sie nu nennen wollen, dort anzunehmen. Aber wenn die waren vom Herrn wegdrehen und am nicht gehorchen und waren mitgehen mit denen, die andere Jätte anbeten und dein, dann sage ich ihnen, nu all, dort dann, wo sie umkommen, dann, wo sie nicht lang leben und dort lohnt, und Jan sieht vom Jordan, wo sie nu hingehen, dort jün zu merken. Ich gebe ihnen von dir die Wohl, ob sie leben oder dort haben wollen, ob sie den Segen oder den Fluch haben wollen, und ich kriege den Himmel, in der Erde, dort sollen die Zeichen sein. Du willst nu leben, wat jünt en jüne nu kom wat gut gehen. Sieht dem Herrn jünen Gott gut, gehorcht dort, wat er gesagt, und holt jünt bloß an. Dort wird jünt ein langes Leben geben, und dort lohnt, wohnt der Herr Abraham, Isaac und Jakob mit ein Eid versprochen hat. Dort hielt sich nur die Hand tragen. Dort hielt sich nur Geboten anholen
en ons den zijn verdoen. Wie dit te die tijd wordt het? Passiert dit? Ja, dat passiert, ganz genau. Wir sind erfolgreich, wir sind reich, haben nicht Hänger, rein dort. No? Ja, das dort. Dort wir ganz unbedingt reich und dort wir dort bunt. Also die Frauen, wo wir uns hier, die Versen, wo wir uns hier in 5. Mose 30 nu gelesen haben, dort ist dort bunt, was Gott mit den Menschen mögt, Sinai. Ich würde uns von der Maut merken, das Bund vom Sinai mitzunehmen und uns durch mal nanzulassen, aber dann aber auch die Frau unterwegs rum zu fragen. Wer von Ihnen fällt sich so, dass sei gehorsam gewesen, der auf Gott sein ganzes Leben gegeben, dann ist alles gut zu tun. Hast du schon dort einmal passiert? Bloß ich habe Vater nie gesagt, die sind allberechtig. Das ist klar. Dort ist von dir für uns so leicht eine Unschmerzerie, wenn wir uns mit dem Bund even unterleihen. Und ich will ein persönliches Denken mitteilen. Ich geef een pottes in de kerk, een klas. En dan over dem wordt mijn vader zijn diagnostico, die wisten dat hij kreeg had. En dan voer ik naar de kerk en dan zei ik te dem prediker, ik wil een paar weken niet zum ongerecht komen, wenn ik wil mij aan mijn vader zijn leeuw kameren. En de eerste reactie, dat eerste wat de prediker uitvoert, waar we beden en dan brukskweg uitblijven, die vader wordt dan allemaal gezond worden en dan is alles fijn. En die kan er eigenlijk van de geschichte. 2 weken weer begraven. En dat reed mij diep, wenn das prediker meint dat goed. Aber dat had het zo erg te houden. Wenn de had het zo te houden, dat wanneer we worden om geloven rein en oprechtig zijn, en we worden God gewijd leven, dan noemt hij zich de versen van het 5. Mose en zegt, ja, we hebben een God wat ons alles geeft. Rektum, eerd, aber an ons vol van jou, dat we weer also nog hänger rond zijn als gezondheid. We moeten verstaan, en ik wens ik kan je niet wegblijven, dat dit bund van 5. Mose, oder de ganze bund vom Volk Israël, is empfindlich en laat je niet allemaal waren am Baum napjouwen en dan je zo schrikkelijk zou aansmeren en dan zeggen, wauw, ik dacht God wil je mijn gebed gehoord hebben. Dat is erg. Dat is bloos niet de plaats. En we willen daar deze klas weer doorheen komen te streven. Wat is de bund met mij en God van jou? Wils Jezus avondmaal had? Wer weet wat is wat Jezus brak? Wils de avondmaal aanvangen? Hier is dat nieuwe bund aan mijn bloed. Dus wat niet passiert. En we moeten den strikt om klaarstellen. Dat ja, God holt zich een volk. Dat volk, zo zegt dat Jezus onmol, dat volk zal God ware stroelen. God wil je zijn daar, dat volk Israël. Of wil Jezus zijn, dan weer de volkomene genoeg doen. En dan is er een nieuw bund passiert. En dat brengt zoveel schöne Sachen voor ons van jou. Dat brengt niet Rektum, gezondheid en al deze dingen. Maar dat brengt het volle vertrouwen op wij het leven. En door ween, weil we ons dat leren, maar wie kranke mensen bezieken, dan waren die niet veel leren en zeggen, we bloß beten, dan was gezond. Dan waren we kranke mensen nog een hand voeren en met die te beten, dat die worden zin aan zijn. En zich op de eeuwigheid rijden meer. Wenn du einzige versprechen, wat je en ik van jou wiedergeven kan, is, wenn wir uns glauben, ob Jesus sein Opfer sagt, dann ist das ewige Leben uns. Das ewige Leben, weil wir nicht antüchen für 3-4 Jahre Gesundheit hier ab ihr, wie man einmal sterben. Ich bete, dass Gott nie was halten, von dieser ihr loszulassen,
in mijn ziel op eeuwigheid te zijn en mij te vreden. En mensen te begeisteren, niet voor deze plek bij je wel, wo ganz vol eigen is. Ik wil mensen begeisteren voor het eeuwige leven. Met alles wat ik heb. Waar we toch beten. Voor am Himmel, wir beten, dat du uns was helpen, de Geschichte vom Volk Israel als Beispiel te nemen. Dat du uns Gott bist en alleen uns Gott bist. Aber wir wollen ook die ons raden anerkennen, indem dat Jesus vollkommen ganz onze Sinn betont hat und uns ewiges Leben geschenkt hat. Ja, von uns Verlangen, das ewiges Leben wiederzugeben an Menschen, die bedürftig sind. Wir wollten, dass wir sterben müssen und wir wollten, dass die Ewigkeit dann anfängt. Help uns, dass wir Menschen einladen, mit uns in der Ewigkeit bei dir zu sein. Das beten wir in Jesus' Namen. Amen.